Liebe Klasse, hier gucken wir eine Theorie vom Conditionnel Présent. Die kennt das wahrscheinlich schon ein bisschen, da so noch ein bisschen mehr im Detail im Programm. Der Conditionnel holen wir, der Conditionnel Présent, für etwas auszudrücken, was nicht der Realität entspricht, mehr hypothetisch ist. Voilà, das für beim Konditionssatz, für eine Demande höflich auszudrücken, für einen Wunsch auszudrücken, aber auch für indirekt zu benutzen, das heißt, wenn in eine andere Person zitiert. Weil wenn ich reich wie, gebe ich ein Weltreis machen, lief keiner, ging die ruhig sein, wenn ich klift, aus nach ganz höflich formuliert, ich hätte gerne ein Glas weiße Wein, wenn ich klift. Voilà. Wir gucken mal das am Detail an. Der Conditionnel Présent ist eine zusammengesetzte Zeit, das heißt, wir brauchen ein paar Elemente, für sie zu formulieren. Und wird so formuliert, wir haben das Verb gehen oder gehen. Das ist aber nicht gehen to give, donner, mais to become, devenir. Oder gehen am Conditionnel Présent plus ein Infinitiv vom Verb Ende vom Satz. Das ist so, dass das Verben, gehen oder gehen, Hilfsverben sind, und keine Funktion haben mit gehen, mit Aktivität gehen oder devenir. Das sind just Hilfsverben für den Conditionnel zu formulieren. Das ist egal, was für eine Form die benutzt. Ich gehe morgen an die Kino gehen oder ich gehe morgen an die Kino gehen. Die zwei sind tiptop. Du gibt gut keinen Unterschied. Die könnt das an all Satz aufführen, wenn ihr das wählt. Das ist ganz egal, das heiert kein, du jugiert kein ich. Hier ist Konjugation. Ich gehe oder ging das an deiner Platz auch so machen. Ich ging oder gehe gerne nur eine Pizza bestellen. Voilà. Das Form mit gehen oder gehen kann dafür all mögliche Verben benutzen. Das funktioniert für alle Verben. Es gibt aber verschiedene Verben, die eine eigenständige Form haben am Conditionnel Présent. Das gucken wir direkt. Hier ist schon ein kleiner Viergeschmack. Ich gehe an die Vakanz zu gehen, wenn ich Congé gebe. Das funktioniert. Oder wenn ich Congé hätte. Das ist eine eigenständige Form von Conditionnel Présent, die da schon am A1 gesehen hat. Voilà. Hun a Sinn kann das schon ganz lang am Conditionnel Présent. Ich hätte oder ich hätte gerne Apple-Jus, wenn ich gebe, du wirst ohne meine Hilfe nach nicht mein Projekt fertig. Das der Conditionnel Présent. Voilà. Die könnt auch die Alternativform holen. Ich gebe gerne ein Apple-Jus hun, wenn ich gebe. Das ist grammatisch korrekt. Natürlich ist es so, dass ein Spruch tendiert, kompakt zu sein. Dafür ist es mehr elegant, mehr grammatisch könnte das anders sein. Auch du gehst oder gängst, ohne meine Hilfe nach nicht mein Projekt fertig sein, das ist korrekt zu sagen. Das geht, wie gesagt, wenn diese Formen existieren, dann haben wir auch Tendenzen zu benutzen. Gehen nach anderen Verben, wie die hier. Sie gehen da nicht ganz viel, aber wie ihr vielleicht gesehen, die kennst du vielleicht die gehen nicht auch am Imparfait. Es gibt ja, wie ihr wisst, nicht viele Verben am Imparfait, aber meistens sind die Verben, die ein Imparfait haben, die haben auch ein Conditionnel. Ich komme, voilà, ich käme, oder den Imparfait, ich komme. Voilà. Ich kriege, ich krieg oder ich krieg, da existiert eine phonetische Variante. Und da existiert auch ein Imparfait, ich krut. Voilà. Das Verben haben auch ein eigenes Conditionnel, das heißt, die können sie so benutzen, aber die sind nicht obligiert, die zu benutzen. Brauchen auch. Voilà. Heißt, der Paul sagt mir, hier käme ein bisschen mehr spät, indirekt. Die können aber alternativ auch sagen, der Paul sagt mir, hier gave ein bisschen mehr spät kommen. Das ist korrekt, die hat das Choix. Ich weiß, ich gehe schon das Resultat von meinem Examen. Ich gebe oder gehe schon das Resultat von meinem Examen wissen. Voilà. Die zwei Varianten sind tiptop. Wenn ich alltag am Stau gebe stehen, gebe ich Schmiedbasche kriegen, das ist eine Expression, die können wir gerne zusammen am Kurs gucken. Voilà. Modalverben haben wir auch noch. Die haben auch eine eigenständige Form.
brauchen ass zwar ke Modalwert duet fir du schon gesinn an der geringer Tabelle, huet awer hein so eng Modalfunktion. An dat awer just am negativen mam ze. Voilà. Ich kennt, ich will, ich stirbt, ich misst, ich sollt, dat sie konditionell präsent. Hier sind ein paar Beispiele. Wow, du hast wirklich viel Disziplin. Ich kennt nicht all meine laufen gehen. Mein Chefin hat gemeint, ich kennt nur Homeoffice machen. Oder hier alternativ man bräucht, negativ man ze. Der Chef hat gesagt, ich bräucht nur nicht auf das Büro zu kommen. Natürlich könnt ihr auch Dateien umformulieren mit gave. Das kann funktionieren. Ich gave nicht all meine Laufen gehen können. Das geht aber mir kompliziert, weil der dann am Schluss 3 Verben hat. Und die Position vom Modalverb ist flexibel. Das heißt, ihr könnt da ein paar Möglichkeiten haben. Ich gave nicht all meine Laufen können gehen, Laufen gehen können. Voilà, da gibt es Varianten.